Moin. Wat is Neder-Saksisch? Neder-Saksisch is een West-Germaanse taal die afstamt van het Oud-Saksisch, dat tevens een van de voorouders is van het Engels. Na eeuwen van marginalisatie wordt het nu officieel erkend in Noord-Duitsland en Noordoost-Nederland. Verschillende gemeenschappen in Amerika spreken tegenwoordig ook Neder-Saksisch, waaronder enkele Mennonieten. In Duitsland wordt het vaak Nederduits of Platduits genoemd, hoewel die naam misleidend kan zijn. Teuven op Bronstein. Wat zech's, Marleen? Vroeg Silke und holt Etenpacken uit den Keulschap. Mit Frau Leumann in 21 kan het nu schiens Gaubach dool. Jo, dat stimmt alles, Marleen, und gut sich noch ein Beten Kaffee in Beker. Rieder was für Viertein doch noch heel kregel und schwungvoll. Dat was schon noch verdient hier. Warum nimmst Rieder? Fragt Silke. Sind Ökonoms nicht gegen die Vorschrift? Marleen knickert und verklort. Rieder hat eigenen Vorschriften und die sind strenger. Kriegst von deftig ein ob'n Dassel, wenn du mit Frau Löhmann ansnackst. Bourgeois nennt sie dat. Die ist schon knallharte Kommunistische. Silke ist baff und fragt, und warum Rieder und nicht Margarete oder Grete? Marleen tuckschullert. Ist doch Sponge, sagt sie. Der kommt ja aus Mexiko. Margarete Leumann aus Mexiko? Fragt Silke nur noch baffer. Und dort auch noch kommunistisch? Hat sie Verwandte hier? Marleen winkt ab und andert. Nicht hier nicht und nicht dort nicht. Ist steinalt und hat Hühn und Perdün überlebt. Geld auch. Da hat jüngere Süster nach Deutschland bräucht. Maar nu ist die auch alt bleiben. Silke mag der Etenpacken oben und fragt, man, warum sind die Süstern denn nicht zusammen noch jünger Leben genoten in der DDR trocken? Die wollen mit dem Ostblock nix zu tun haben. Nu hör mal, Silke. Wie zwei könnt ihr all zusammen. Da vertell ich dir wat. Heel vertraulich. Kann sehen, dat ist nicht professionell, tustert Marleen. Warum vertell dat nicht wieder? Ich will schon nicht noch ob der Arbeit als ein Sludergrät verroten waren. Wieso nicht? Fragt Silke knäpsch. Bist dat all anerwegens? Marleen grinsmüstert und andert slagvaardig. Man blaut's in Kroog an de Teig und dann lacht und pruscht die zwei miteinander und glupt gau nur rechts und nach links und dann nur mal ernsthaft. Hört to, sagt Marleen. Hier käm mal ein Kerl zu Besuch. Der hat Rieder für sin Doktorarbeit befragt. Da hab ich bin Rümpelchen Luke Award. Irland wären all Kommunisten und sind von Hamburg nach Mexiko utwandert. Noch für dat Hitler sich hier dat Regier übern Schnur retten ha. In Mexiko gibt er zu der Zeit eine Kolonie von Marxisten, besonders Deutsche. Man, die sind Rieder und Süster opwussen. Rieder wär all frühtätig und übertüchte Kommunistische. Sie bleib los und ledig und han Bach leif schuppen. So was da in den Durchkring. Als utopische Theorie und freigeefsche Lev.
Rieder geeft sogar stolz aan dat zijn leefschap met Leo Trotsky ha, als ze nog bloedjong was. Tot dezelfde tijd als die kerel ook wat met de Mexicaanse kunstlerchef Frida Kahlo ha. Weet je die met de augenbrauen? Rieder Himmel Trotsky schien's nur noch an. Snackt jimmers over jimmer wunderbare tijd miteinander. Den Leo Hallore een Sponschen Stalinist doodslaan. Du meinst den bekannten Kommunist Trotzki? Fragt Silke mit Zwiebel. Mann, warum mümmelt sie denn ab und an wat über ein Bronstein? Kommt heute wohl der Bronstein und so'n Kram? Will ich auch nicht, sagt Marleen. Vielleicht ein Besucher, den sie op Teugendeit. Als ich weet, ha ze boeten den door opneemden Doktorand, man bloot een Besuch had. Pastor Hansen, den het ze korthandig Rootsmäden und einem Drogenhändler neumt. Und den kniggert Marleen Liesen. Drogenhändler? fragt Silke verbiestert. Tjo, von wegen Religion ist das Opium für das Volk, verklort Marleen. Och, dat is jo drollig, hat Silke und grient. Mann, de feine Herr? Wat für'n feine Herr? fragt Marleen baff. Och, ich hab zweimal so'n feinen Mann wie Rieder sehen, verklort Silke. Mal stund er bij de deur en leunt mij voorbij. Andermal seid er bij op'm leunstoel. Uschlich zwart und wit Haar, ein Spitzbord und ovale Brillengläs. Mal no kicken, sagt Marleen. Nö, in Besucherboek vind ik man bloot de opneemden 2 und de. Silke fällt hebbelig in Wort. Nur hör mal to, wat Google te sagen het. Lev Davidovich Bronstein, später bekannt als Leo Trotzki, gestorben 21.08.1940 in Coyoacán, Mexiko. Gau, kijk die gauw Da is hij schon, der feine Herr. Op de Deel. Wüsste man an der Tür vorbei. Wat? Marleen dreht sich und päst nach der Tür, kiekt noch Buten an. Ich seh nims, sagt sie und fangt an, der Tür lang zu gehen mit Silke achteran. Die Tür nach Rieder Stuf ist open. Der Old liegt da mit offenen Augen und Grinsmüstern. Marleen kiekt und rührt Nipponau an und sagt, sie ist just man weg von hier. Silke kiekt traurig, man auch zufrieden an und sagt, für was macht sie zusammen Stippbesit in Mexiko?